SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Der ganze Sommer auf der Alp. 700 Schwarznasenschafe Nacht für Nacht vor dem Wolf schützen. Das ist der Job von Joshua King aus den USA. Ich habe so viel Respekt für die Schafhirten. Es ist nicht einfach. Vom Konzertsaal auf die Alp. Jedes Jahr stürzt sich die Musikerfamilie Weirich-Porat in das Abenteuer in den Walliser Bergen. Das ist wie nach Hause kommen. Das ist so ein tolles Gefühl. Ja. Wir haben eben so gedacht, guck mal da. Im Kanton St. Gallen, im Taminental, ist die Alp Findels. Für Christine Aljesch und ihren Sohn Arno ist der Sommer auf der Alp das Grösste. Viele Emotionen sind jetzt gerade da. Ja, ich freue mich brutal jetzt gerade. Alpsommer habe ich immer gut. Das ist SRF bei den Leuten zur Alp. Es ist morgen auf der Alp Findels. So ein Ei. Und schon haben wir ein Ei. So. Für Christine Aljesch und ihren Lebenspartner Köbi Roth ist es der 8. Sommer hier auf der Alp. Der Arno ist der Sohn von Christine und darf auch ein bisschen länger bleiben liegen. Er hat Trisomie 21. Warte noch mal geschaut, Kaffee? Ja, geschwind kommt also die. Zusammen mit dem Hirt Lukas essen sie noch das letzte Mal zum Morgen, bevor die Alpsaison so richtig losgeht. Ich gehe ab, meine Schwester, weil ich kann auflaufen. Ja, heute, also für mich ist heute jetzt gerade ganz speziell. Oder? Jetzt weisst nicht, ob alles funktioniert, der Käse und weisst, jetzt kommen die Kühe. Und, also, momentan bin ich halb nervös. Wirklich, es ist jetzt... Ja, und weisst nicht, was der Tag heute bringt, wenn bis dann alle einmal da sind. Und, ja, es kann viel laufen und es kann gut laufen. Und, also ich freue mich jetzt recht, bis die dann einmal endlich da unten kommen. Die ersten von über 70 Milchkühen sind im Anmarsch. Viele Emotionen sind jetzt gerade da. Ja, ich freue mich brutal jetzt gerade. Das ist hübsch zu sehen. Und viel kennen wir jetzt von denen schon von letztes Jahr. Ja. Alpsommer habe ich immer gut. Mir passt immer, mir Köbi auch. Und gerade um meine Mama. Grüezi, grüezi, Kuh. Grüezi, grüezi, Kuh. Das ist das Flöckchen, hä? Herz macht fast einen Raser mit. Und eben, es geht mir so manchmal sind wir schon zur Alp und alle Jahre ist wieder das Gleiche. Es ist sehr, sehr berührend, ja. Ja. Und es sind ja noch Kühe, aber eben Kühe sind es. Ja. Ja. Jetzt müssen wir gehen. Ja, Mama. Und dann tust du abwärts nicht zu laut. Nein. Und auf die Seite gehen, wenn Kühe kommen, gell? Ja. Ist gut. Ist Dann gut. geht ihr runter und bis zum See. Ja. Gut.
Mach's gut. Tschüss. Der Arno holt seine Schwester und ihre Tiere im Tal ab. Ja, der Arno vergisst sich manchmal, wenn er zu viel Freude hat, wenn er die Schwester sieht oder ja, halt auch. Und dann vergisst er manchmal, was er muss oder sollte, was ihm sein Job ist. Born a poor young country boy, Mother Nature's son. Geil, bin ich gar nicht auf. Tschüss. For everyone. Im Ruhrpott zu Köln, hunderte Kilometer von der Schweizer Alpen entfernt, wohnt die Familie Weyrich-Porat. Anna und ihr Mann Axel sind beides klassische Berufsmusiker. Mit im Trio auch die Schwester von Anna. Es ist die letzte Probe, bevor sie morgen auf die Alp gehen. Stopp mal eben, muss ich da hinspringen? Ja, da steht ein bisschen was Handschrift. Nee, es ist. Ja, wahrscheinlich ist es nicht so schwer. Auf der Alp, als Alphirte ist man ja auch ein bisschen wie ein Musiker. Ja? Man ist ja auch immer eingespannt. Als Musiker ist ein Job, den man auch immer macht eigentlich. Ja? Auch wenn man von der Probe nach Hause kommt, dann übt man oder man hat immer was im Kopf, man macht irgendwelche Probenpläne. Auf der Alp ist es ja auch so. Da muss ich auch manchmal nachts am Vieh schauen, wenn Unwetter war oder so. Insofern, genau. Wir sind den ganzen Tag sitzend unterwegs. Wir freuen uns einfach auch auf das Körperliche auf der Alp. So als ganz krassen Gegensatz dazu. Auch zur Familie gehören Laura und der Paul. In den nächsten Wochen freue ich mich eigentlich nur noch auf die Alp. Ja, weil es da einfach so viel Natur ist und unsere Lieblingskuh. Ja, und da ist es einfach richtig schön. Ich finde es auf der Alp sehr schön, weil ja, ich finde diese Lautstärke auf der Alp halt, das ist nicht überall so Autogehupe und Brumm Brumm überall. Ja, das finde ich sehr schön. Mit diesem Bus fahren sie morgen rund 700 Kilometer. Er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, super. Der Sternenbus, das ist unser allertreuester Freund. Der hat uns noch nie im Stich gelassen. Ja? Und das ist auch ein Auto, das ganz viel Freude bereitet, weil jeder, der es sieht, der muss erst mal lachen. Und wenn man mal einen Pass hochfährt und dann lässt man ab und zu mal 20 Autos durch, die freuen sich auch alle, die winken dann alle. Das ist dann aufregend. Tipptopp. Axel! Anna, mach's gut. Jo, Anna. Wieso machst du das eigentlich? Hanna kommt sie auf der Alp mal besuchen. Und überlegen, ob sie warme und kalte Socken haben, ja? Ja, aber das wird schwer, weil Hier, Paul, guck mal. Da ist es doch. Zack. Ja. Na hier, das kannst du auch noch so ein Thermohose. Machst du da noch rein? Ja, klar. Sag mal, Anna, haben wir nicht eine Jackentasche? Haben wir auch nicht, oder? Das kann ja einfach so ins Auto tun. Meine Tasche ist auch zu voll. Ja, irgendwie habe ich zu viele Sachen dabei. Aber ja, jetzt geht's los, gell? Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Boah. Mal schauen, ob ich sie auf den Rücken kriege. Gut? Kriegen wir die der Länge nach oder soll ich die auf den einen tun? Wow. Genau. So, okay. Tipptopp. Vielleicht ist das passt da. Ha. Und hier das neue weg. Auf der Wand. Ja. Ja,
ist ein Traum für mich. Und ja, das erste Mal hier. Ich kenne nicht so gut Wallis, aber ja, mit dem Berg überall. Laufen, frische Luft, ja, tipptopp, tipptopp. Der Joshua King will diesen Sommer als Schafhirt arbeiten. Das erste Mal. Er hat noch keine Ahnung. Heute ist sein Einführungstag. Der Josh übernimmt die Nacht, der Lane ist der Tageshirt. Und Sie sind überall, der 700? Ja, vielleicht du kannst 200, 300 dort sein, Okay. 2 andere dort und eine Gruppe da oben in kleiner. Okay. Ja. Aber verschlafen Sie sind zusammen oder nicht? Nicht immer. Also, Nicht immer? Ja, also mehr wir sind Arbeit für mich? 300 zusammen. Also ich muss patrouillieren, diese Gruppe und dann wieder, also dann laufen ein bisschen und mal schauen, was passiert mit der anderen Gruppe. Hier kommt unser Material. Ja. Alles, was wir brauchen für Essen. Die Hütte hier unten ist die Unterkunft vom Tageshirt Lane. Der Josh ist dann nachher mit einer mobilen Hütte unterwegs. Die ist gegen dort, wo die Schafe sind. Salute! Ciao! Hey! Ja. Geht? Wie geht's? Ja, geht. Geht. Selber? Morgen. Morgen. Wie geht's? Ja, geht. Gut, Geht gegangen. Ja, tipptopp. Schön, gell? Ja, tipptopp. Unglaublich, hm? Ja. 2385 Meter, hm? Nicht schlecht für den ganzen Sommer. Hm? We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. Ah, ist gut zusammen, ja. Ganz. Wo kommst denn du? Ich komme aus Wyoming. Das ist Amerika. Amerika? Genau. Hat Yellowstone Nationalpark mit Bison und alles. Ja, Grizzly, genau. Und weißt du, was ist ein Cowboy? Ja, mein Bruder ist ein Cowboy. Mit Pferden. Ja. Ich habe ihn niemals gemacht, aber mein Bruder liebt das. Ja. Dann wie lange bist du jetzt in der Schweiz? 10 Jahre. 10 Jahre? So lange bist du noch nicht in der Schweiz. Genau. Ich bin in der Schweiz, wieso ich habe meine Frau vom Mitbaden kennengelernt in Guatemala. Sie war sie war reisend da und ich war arbeitend da. Und jetzt wir sind zusammen für 18 Jahre. Der Chefhirt kommt vorbei. Er hat noch eine Zusatzaufgabe für die beiden Hirten. Der Josh macht den Job wegen seinem Landwirtschaftsstudium. Ja, gestern war gut, aber ja, wir müssen sprechen später. Das ist wie ein Praktikum für mich. Und für das ich bin hier. Wir lernen, was ist das Arbeiten in dem Berg. Ja, und mit Laien und die anderen Leute hier, ich kann lernen das. Ja. Diese Kamera einstellen. Ja. Wenn ich mal anrufe, wenn der Akku leer ist oder die Verbindung schlecht, die so auf. Okay. Diese so. Und dann sind hier die Batterien. Das ist eine Wildkamera mit Bewegungsmelder. Jetzt, wenn da das Wildtier halt vorher durchläuft, gibt es ein direktes Foto auf mein Handy. Und so kann er ein bisschen wie ein Monitoring machen. Vielleicht kann er reagieren oder wenn man mal Schaden hat und ein Wolf irgendwo vor der Kamera ist, ist natürlich für ihn schon interessant zu wissen, dass einer in der Gegend ist.
Liane, guck aus! Hoi, Nelly. Hoi. Kijk, goed. De red is vol in vliegleid. Ja. Hä? Sehr gut. Hoi, du! Ja. Hoi! Hoi! Hey! Ja, grüezi! Hä? Ja, Mu! Mu! Ali, geht's gut? Ja. Hä? Muskeln montiert heute? Ja. Die Schwester von Arno hat einen Bauernhof. Ihre Kühe verbringen den Sommer auf der Alp Findels. Und eine ganz schöne Kuh, glaube ich. Gell? Wieder eine schöne Schale an. Eine schöne Ohrenmäckchen. Eine Liebe. Gell? Du auch. Ich freue mich. Mal meine Schwester mal gesehen. Und du alle. Und der Liane. Arno und von mir, oder allgemein wir Geschwister, wir sind eigentlich ja, fest miteinander verbunden, auch wenn wir nicht alle im gleichen Ort sind. Die eine Schwester ist St. Antonia, der Arno zu Küblisch und ich bin eben zu Küslach. Und ja, wir haben eine feste Verbindung. Arno sowieso, er ist eine Bereicherung für uns alle, sage ich. Und er tut einem gut und er ist ein fröhlicher Mensch. Er hat auch seine Tage, aber das haben wir auch. When I try to understand, she just opens up her hands. Der Aufstieg vom Mapragsee auf die Alp dauert etwa 1,5 Stunden und ist nicht einfach. Der Arno muss schauen, dass keine Kuh abstürzt. Wenn wir schauen, legt einige Köttel an. Ich merke immer, ja, Sonnenbrand. So merke ich. So merke ich, dass ich Sonnenbrand habe. Und darum muss ich schon wieder anlegen. Weiss, die Sonne scheint. Dann habe ich Sonnenbrand. Heuwetter. Weißt du? Komm weg! Up! 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 Hoi, hoi, willkommen auf der Alp. Bist du ein Guter? Ja. Hä? Gut? Ja. Jetzt? Gut, hoi, hoi. Kann du sagen? Ja, selber. Ja, ja. Hoi jetzt zwei, hä? Willkommen. Ja, danke für deine Hilfe. Ist gut. Ah. Musst du Mama nicht helfen? Ich habe die auch gerne. Ich muss noch trinken. Jetzt muss ich noch putzen. Magst du jetzt?
Ja, warte, wir müssen doch erstmal das Ding. Paul, was dauert noch? Ja. So, jetzt machen wir den Stall. Wie machen wir das? Einfach so die Tür zu, oder? Genau. Ja, okay. Weiß ich noch. Stelli ist nicht so gerne eingesperrt, ne? Nie. Das sind die jetzt nicht gewohnt. So, ran mit dir. So, Stelli, jetzt warte mal. Nein. Das sind natürlich die echten Alphühner. Die haben wir von dort. Und die müssen dann wieder zurück. Lustigerweise haben die jetzt eine Weile keine Eier gelegt. Jetzt fangen sie wieder an, Eier zu legen. Und die Vermutung, dass sie denken, sie merken, dass wir auf die Alp gehen. Ja. Das ist aber gar nicht so leicht. Naja, die sind schön. Das sind auch Prachthühner. Kampfhühner. Genau. Vorsichtig. So, jetzt machen wir das wieder zu, dass sie nicht ausbrechen. Es gibt eine kurze Nacht für die Familie. Am 2:30 ist schon wieder Zeit zum Aufstehen. Ein kaltes Bier. Ja, das ist gut. Fürs Frühstück später. Es wird heute ein bisschen anstrengend, weil lange Fahrten mit Kindern und Hühnern sind meistens nicht so schön. Sie werden quengeln, sie werden... aber man kann ja, Kinder kann man ja immer ganz gut bestechen mit irgendwelchen wunderschönen Donald Duck Heftchen und Kaugummis und was weiß ich. Genau, und für die Hühner haben wir hier auch schon Sachen bereitgelegt, was sie gerne essen. Das hält alles nicht so recht. So. Schau. Tipptopp. Fuß mal darüber. Einmal deine Beine da rum. Und wenn du sitzt, tun wir es noch ein bisschen anders. Ich bin sehr aufgeregt und jetzt weiß ich auch schon langsam, dass ich auf die Alp fahre. Ja, ich hoffe, dass die Hühner die Fahrt überstehen. Ist unter der Hand? Oh, so ein Lärm, das Auto. Rund 700 Kilometer stehen bevor bis auf die Alp Grimsau, ihrem Zuhause für die nächsten Monate. Also ich freue mich riesig, wenn ich sehen die Schafe, der erste Moment. Und ich kann jetzt hören und ja, in ein paar Momenten ich will schon sehen. Hier kommt das Schaf. Langsam, ha? Ja. Also vielleicht ich will ein bisschen warten und die andere Weg, so wenn er kommt, ich bin nicht in der Weg. Morgen, Marco, wie geht's? Gut. Also ich warte hier und zurück da. Ja. Der Josh und sein Hund Maus sind aufgeregt. Heute startet ihr Abenteuer Schafhirt. Der Hund hat ein bisschen Angst. Ha? Ja, schon gut. Schon gut. Ja, ich hoffe, das ist nicht ein Problem. Aber wenn wir sind oben in der Nacht, wir sind nicht so nach den Schafen. Diese Schafe sind super, ha? Super nett mit der Wolle und schwarze Nase und der Fuß sind schwarz. Ja, das ist der Ball, ist der schwarze Nase Schaf. Ja, super.
Es sind die ersten 200 von insgesamt 700 Schwarznasenschafen, die heute auf die Alp aufgetrieben werden. We ran so fast up the mountain as the sun fell low. We climbed so high to chase the lights in from the sunset glow. 'Cause time won't wait for us. It fades away so fast, and soon these days will pass. So make these moments last. Streng, ja. Aber ich finde das schön. Arbeiten mit Tier. Hopp, hopp. Hopp. Ah, das wird nicht so gut. Das ist tief, ha? Ja. Die andere Weg, ha? Hopp, hopp. 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 Jetzt da. Hopp. Hopp. Oh, besser. Hopp, hopp. Ich denke, das ist streng. Und ich habe nur 20 Minuten gemacht. Hopp, hopp. In den letzten Jahren hat der Wolf gäng mehr Schafe gerissen. Die Besitzer der Schafe probieren darum etwas Neues aus. Ja, wir können nicht viel machen. Wir probieren das Möglichste zu machen. Mit Hago ist das hier gar nicht möglich. Es ist ein Riesengebiet und rein von der Topografie funktioniert das nicht alles ins Hago. Und wir haben jetzt zwischen 700 und 800 Schafe. Das ist sehr schwierig zum Hago zu machen. Das ist jetzt so das erste Jahr, wo wir einen zweiten Hirt angestellt haben. Bis jetzt haben wir immer nur einen gehabt. Der hat natürlich mehr oder weniger über den Tag die Herde immer weiter getrieben, kontrolliert. Und jetzt ist das erste Jahr, wo wir einen zweiten haben, aber ausschließlich für die Nachtpatrouille und über Nacht die Herde zu beobachten. In der Nacht ein Schaf zu verlieren, das macht dem Josh Bauchweh. Den Überblick zu behalten, ist schon am Tag schwer. Ich war denken, okay, wie schwierig ist das für zahlende Schaf? Ich muss denken, immer zahlen in den Morgen das Schaf. Und ich war probieren hier und es ist schwierig. Ich war, okay, wie viele Schafe sind hier? Und ich habe 2 oder 3 Mal und jedes Mal ist ein anderes Nummer. So, ich muss das ist ein Challenge, aber ja, es geht. Captain America, we love you. Captain America, you're grand. Es wird ein Sommer, wie der Josh noch keinen erlebt hat. Und er muss seinen ganzen Rhythmus umstellen. Ab sofort schläft er durch den Tag. Also jetzt ist es ein bisschen vor 11 und ich muss jetzt schlafen. Ich probiere schlafen für den Tag. Und ich hoffe, ich kann schlafen für 5 Stunden. Ja, vor dieser Nacht. Captain America's our man. Captain America's our man. Auf der Alp Findels ist es früh am Abend. Mit der Zeit kommen die schon, die kennen jetzt noch nicht alle das, aber mit der Zeit kennen die das schon, wenn die kommen. Aber wir haben jetzt gesehen, gewisse Kühe haben sofort darauf reagiert, die sicher letzten Sommer da waren schon. Und die anderen, die lernen das schon.
Es muss sich alles neu einspielen. Jede Kuh hat ihr eigenes Plätzchen. Das höre ich auch noch. Oder Arno hat hier oben seinen Platz gefunden. Der Arno ist auf der Alp ein anderer Mensch. Er ist hier frei. Daheim ist er vielmal gestresst von den Leuten, die vielleicht auch im Postauto sehen oder die vielleicht ihn schräg angeschaut haben. Und da ist er, es ist halt wie ein Daheim für ihn. Im Stall arbeitet der Arno immer eng mit einem Hirt zusammen. Dieses Jahr ist das der Lukas. Es ist wichtig, dass es zwischen dem Arno und dem Hirt gibt. Er tut sich viel auf den Hirt einstellen. Wenn der Hirt laut ist, ist er auch laut. Und wenn der Hirt ruhig ist, kommt die Ruhe auf ihn über. Die Lukas tue ich gerne arbeiten. Melken tue ich gerne. Mit Lukas. Und dann gehen wir auch mit Kühen raus. Der Köbi ist nicht der liebliche Vater von Arno. Er unterstützt uns, wo er kann. Er hat zwischen dir sein Hoch und sein Tief. Und das ist einfach gegeben und das kann man nicht planen. Aber in dem Moment braucht er vielleicht ein bisschen Energie von uns selber auch. Aber er gibt es doppelt zurück, sobald es ihm gut geht. Also, so viel Energie und so viel Liebe gibt einem fast niemand, wie so ein Kind mit Down-Syndrom. Ja. Und das muss man, ja, das ist schön, das ist hübsch. Ja. Oh, da ist noch viel Schnee da oben, schau mal. Da auf gegenüber. Ah, das sehe ich leider nicht hin, da ist mein Chef. Letzten Sommer war dann die Jahreszeit fast nichts. Das ist wie nach Hause kommen. Das ist so ein tolles Gefühl. Ja. Wir haben eben so gedacht, guck mal da. Alles so, wie es schon war und wir fühlen uns so glücklich hier. Das ist echt toll. Wir merken auch, jetzt kommt schon auch die krasse Arbeit auf uns zu. Jeden Morgen 4 Uhr aufstehen, viele Zäune machen. Aber momentan ist es dieses Gefühl noch überdeckt von der Freude. Ja. Es ist kurz vor dem Mittag und die Porats kommen zu Obergästele im Goms an. Von hier geht es auf die Alp Grimsau. Go and sing to the mountain. Go and sing to the moon. Go and sing just about everything. 'Cause everything is you. Die Alp Grimsau im Obergoms ist auf fast 2000 Meter über Meer. Wir sind da. Wisst ihr noch, wie wir Angst hatten mit der Güllegrube? Ja. Wow. Jetzt guckst du. Ja, mal schauen. Na? Na, Hühnlis? Boah, die sind echt fertig. Also ich glaube, die sind jetzt ein bisschen überrascht. So, wo sind wir? So, ja. Aber ich glaube, denen geht's hier schon gut. Ja, viel besser. So, jetzt schauen wir mal. Willst du mal nach dem Hühnerhaus schauen gleich? Oh, wow. Wow. Was? Hier sind alle Bettbezüge und Kissen. Boah, die waren echt fleißig. Mama wieder hier irgendwie abdichten irgendwas. Das ist wie völlig verrückt. Das ist was, wir haben ja gestern hier gewesen. Ja, es ist alles noch da, ja? Krass. Wahnsinn. Schon wieder da. Ja, das ist alles richtig. Jawohl. Ah, riecht doch wie immer. Herrlich. Mein gelber Lieblingsschlauch ist auch noch da. Ah ja, guck mal. Also hier werden wir jeden Tag die Kühe melken auf der unteren Alp, morgens und abends. Morgens holen wir die um 4 Uhr und fangen wir so, bis wir sie hier haben, 5 Uhr, 6 Uhr fangen wir an. Es ist der 4. Alpsommer, den Porats hier verbringen. Sie sind aber noch nicht komplett. Ohne Kühe ist es einfach richtig still und sehr, sehr leise eben. Und wenn man das Glockengeläute hört, dann fühlt man sich irgendwie auch ein bisschen wohler.
runterziehen. In den nächsten Wochen haben Laura und der Paul keine anderen Gespendli zum Spielen und sind den ganzen Tag zusammen. Ja, manchmal gibt es ein bisschen Streit, aber eigentlich jetzt nicht so oft. Also zu Hause gibt es mehr Streit als auf der Alp, glaube ich sogar. Hier können wir auch gut voneinander weggehen. Wenn ich zum Beispiel lesen will, kann ich mich auch zurückziehen. Und dann kann er zum Beispiel allein Fußball spielen. Und zu Hause ist halt so, da kann ich mich halt ins Wohnzimmer setzen, aber dann ist man trotzdem so quasi aufeinander gedrängt so ein bisschen. Hier kann ich auch mal irgendwie da hochgehen und auf den Stein mich setzen und lesen. Ja, also ich glaube nämlich, deshalb gibt es auch zu Hause ein bisschen mehr Streit als hier. Ich stelle jetzt mal alles in die Küche. Hm? Vorrat haben vorgesorgt mit der Verpflegung. So schnell kommen sie nicht mehr zu Tal runter zum Einkaufen. Auch sonst haben sie aus der Erfahrung gelernt. Man weiß natürlich, was Alp auch heißt. Also wir sind jetzt nicht mehr so wie im ersten Jahr, wo wir am Anfang gedacht haben, ja, jetzt haben wir also diese ganzen Weiden gezäunt, jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Und passiert dann natürlich ständig irgendwas. Insofern jetzt wissen wir natürlich auch, was alles sein kann. Es kann auch mal eine Kuh abstürzen, also der Blitz kann irgendwo einschlagen. Also ja, aber das ist halt das Risiko, das gehört halt dazu. Am späteren Nachmittag kommt der Lukas Rijks in der Zusendung. Das weiß ich gerade auch nicht so genau. Hallo. Hi, na? Ach, ich mach einfach den... Ja, geil. So kann ich mich richtig erinnert irgendwie. Nee, ich hab auch gedacht, irgendwie ein bisschen anders sahst du aus, aber Wir sahen alle mal anders aus. Hallo zusammen. Hi ihr. Oh, ja, voll schön. Schön, oder? Ja, mega. Ja. Richtig cool. Gell? Ja. Leicht wieder, oder? Er macht Der Lukas kommt aus Köln, aber sie haben sich vorher nicht gekannt. Oh, Paul, du bist ja schon fleißig am Zäunen. Ja, der hat jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Muss Bock losgehen, drauf? ne, Paul? Bock ist immer gut. Eine schöne Halbzeit. Ja. Ja. Schöne Halbzeit. Ja, wir müssen aufpassen. Ja. Auch mit der Höhe jetzt Ja, hier. genau. Ja. Der Lukas, war sofort ein Bauchgefühl. Also ich habe gedacht, wir haben ihn getroffen. Ja, und für uns war das irgendwie gleich klar. Relativ sofort klar. Also wir haben gleich gedacht, als wir nach dem Treffen haben wir einen Kaffee getrunken, war Winter bei dir auf dem Hof. Und dann haben wir gleich gesagt, ja klar, der Lukas ist super. Es kommt viel Bütze auf das Trio zu. Sie freuen sich drauf. Und wenn dann erst die Kühe kommen. Danke. Also ich stelle mir schon den Moment vor, wenn sie dann da hochkommen und dann trifft man sie. Und man hat ja doch auch so Lieblingskühe von, also es kommen auch viele noch von letztem Jahr. Und das wird schon richtig schön dann. Jetzt aber passt. Heute ist die erste Nachtschicht von Josh. Der Anfang ist schon mal ziemlich in die Hose. Ich war probieren schlafen für bis 11 bis jetzt 5 Uhr, aber vielleicht 20 Minuten wirklich schlafen. Aber es nützt nichts. Gleich geht's los. Ein bisschen Morgenessen. 7 oder 5 Uhr. Ja, ist kein Frühstück. Ist mehr für Abendessen. Einfach, aber gut. Pasta statt Müsli, viel zu wenig schlafen und ganz viele Fragen. Der Josh weiss nicht so recht, ob das gut kommt mit seinem Job. Ich bin nervös von der Dunkel, allein in den Bergen mit dem Wetter, mit dem Blitz. Aber ja, ich bin nervös, wenn der Wolf kommt. Ich weiß, ich muss mit dem Licht machen, aber wenn der Wolf geht nicht so schnell, dann Plan B und Plan C. Und wenn das funktioniert, dann und in meinem Kopf ich bin nervös von das da. Zu den Schafen, die schon oben sind, kommen noch mehr dazu. Gut, komm. Wie viele kommen jetzt? 28 mehr, ha? Gut. Immer mehr Arbeit. Ciao. Ciao, Elia. Ja, dir auch? Ja, tipptopp. Ja, gut. Bisschen Wind, ha?
Ja, aber nur ein bisschen. Ja, Ja, genau. Ja, klar. Das ist gut, du bist hier, wir können oben gehen zusammen. Heute bekommt der Josh am Anfang der Nacht noch Unterstützung vom Chefhirt Elia. Rund eine halbe Stunde müssen die beiden zuerst mal auflaufen. Die Schwarznasenschafe haben es gerne kühl. Darum suchen sie sich ihren Schlafplatz möglichst zuoberst auf dem Berg. Aber nicht alle Tiere mögen mit. Darum heisst Schafhirt sein mehr als nur Tiere vor dem Wolf zu schützen. Wenn ich sehe etwas so Lane laufen mit einem Schaf, Wetter kommen, Wind, ich habe so viel Respekt für die Schafhirten. Es ist nicht einfach. Ja, unglaublich schön. Das ist nicht schlecht, ha? Ja. So. Jetzt ich denke, es ist okay. Ulala, look mal. So. Siehst du, oder? Ja, da oben. Ja. Da oben, alles da oben. So, hier kommt. Die Drohne hat eine Wärmebildkamera. So sieht der Josh die Schafe von in der Nacht und auch der Wolf. Aber er hat noch keine Erfahrung als Drohnenpilot. Und dann, ich kann es so machen. Ich hoffe, ich kann kaputt machen. Yeah! Tipptopp. Ich habe nicht so viel Zeit Drohnen geflogen. Ja, vielleicht 30 Minuten. Ja, so ich bin ein Anfänger. Ja, aber es ist sehr viel Spaß. Ich muss das sagen. Ja, dann, Jos. Schönen Abend. Und bis morgen. Ja, bis morgen. Kommst du etwa 6 Uhr? 6, ja. Okay. Ciao. Schlaf gut. Abend. Gute Nacht. Ciao. Ciao, ciao. Wir warten auf die Nacht. He? Ja. Aber Lampe. Jetzt oder nicht? Nein, das machen wir nachher. Die Sonne ist untergegangen. Jetzt geht's los mit der ersten Nachtwache hoch oben auf 2600 Meter über Meer. Ist jetzt eine Gruppe geht wieder hoch. Ja. SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.